Tja, Freunde, da sind wir wieder zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Und ihr seht auch schon, dass sich eigentlich im Team nicht groß was verändert hat. Hat sich überhaupt was verändert im Gegensatz zum letzten Mal? Ja, ein bisschen was. Also ich meine, man sieht hier zum Beispiel, das mit den Kugeln ist so eine Sache. Ja, ich habe mir einmal die Mühe gemacht, zum Shenlong zu rufen, sage ich jetzt mal, und da haben ja noch ein paar Kugeln zu wünschen und so, und habe da einige von uns ein bisschen abgegradet vom Level her. Vor allem halt Son Gohan, beziehungsweise vom Level her, ist natürlich doof gesagt, aber da waren natürlich diejenigen, wir hatten noch ein bisschen heiliges Wasser vom ersten DLC übrig, die habe ich verwendet bei einigen, auch Piccolo und Future Trunks und so, bei den Kids auch ein wenig. Ja, und eben auch ein bisschen Fertigkeit, Punkte, oder generell einfach diese Punkte, die man halt im Fähigkeitenbaum machen konnte. Habe ich auch noch ein paar gemacht und so, jetzt aber nicht so, dass ich jetzt schon alles gemacht habe, weil da hatte ich jetzt echt nicht unbedingt so die Motivation dazu, muss dazugeben. Jetzt, wo wir zum einen nicht nur die Hauptstory abgeschlossen haben, sondern auch alle Sidequests und sogar das erste DLC, und man sieht bereits, habe ich jetzt nicht gerade erwähnt, etwas von alle Sidequests gemacht. Hey, da sind ja plötzlich 3 neue da. Ja, man sieht auch schon Rache gegen Vegeta, Freezer Armee-Training, was ist los? Jo, das zweite DLC ist raus. Guck's doch mal einer an. Hier, eine neue Kraft erwacht Teil 2. Um den Dreh herum vom, muss ich ganz kurz überlegen, 17. oder 18. Warte mal ganz kurz. Weil ihr seht, glaube ich, das Video irgendwann im Dezember, insofern, ja, 17. November. Müsste das DLC eigentlich erschienen sein. Ich spiele jetzt hier einen Tag später, am 18., also gestern. Soweit ich mich erinnere, habe ich zumindest gestern Steam gestartet und man konnte es downloaden. Und ja, ich meine, ohne große Worte zu verlieren, es wird natürlich ein bisschen wie im Anime bzw. im Film sein. Aber ein bisschen vermutlich auch nicht, wie wir sie hier auch hatten. Naja, wie dem auch sei, würde ich sagen, wir legen direkt mal los. Eine neue Kraft erwacht Teil 2. Mit neuen Formen, neues Training, Hordenkämpfe hinzugefügt, okay. Und 3 neue Nebenstories, krass war. Das alles für ein DLC. Boah, ey. Aber das hier, das sind schon geil, aber ganz ehrlich. Wenn das hier relativ zügig nach Release im Spiel erschienen ist und das jetzt doch sehr spät oder sehr viel später erschienen ist, wann wird soll das erst erscheinen? Naja, egal. Los geht's. Nachdem die Niederlage gegen Son Goku auf Namek trainierte zurückgekehrte Freezer und Reisefracher sind zur Erde.かつてナメック星にて行われた孫悟空とフリーザによる最終決戦。死闘の最中、
スーパーサイヤ人に目覚めた孫悟空を前に、悪の帝王フリーザは屈辱の敗北を喫した。一度は勝負が決した両者であったが、二人の宿命はついえることはなかった。なんとドラゴンボールによってフリーザは地球の地によみがえり、虎視眈々と復讐の時を狙っていたのである。打倒孫悟空。同じくドラゴンボールの力で復活したフリーザ軍を引き連れ、フリーザは再び宇宙へ。厳しい修行を行い、ついに強大な力を手に入れたのだった。フリーザ軍、地球到着まであとわずか。ほっほ、復讐の時は来ました。さあ向かうとしましょうか。孫悟空の待つ地球へ。Offenbar lädt das Spiel schneller mit der neuesten Version, wa? Ja, auf alle Fälle interessante Story bisher. 一方その頃、悟空とベジータはビルス星でウイスを相手に修行に励んでいた。スーパーサイヤ人ゴッド、そのさらなる上を目指して。はーい、ここまで。お二人ともなかなかいい動きになってきましたが、まだスピードが物足りませんね。まだ足りんのか。まだ頭で考えて動いているからです。特にベジータさんはその傾向が強い。確かにそういうとこがあるよな、ベジータは。やかましい。貴様がバカなだけじゃないのか。それにあなたはいつも悟空さんに一歩先を行かれている。なぜだかわかりますか？あなたは気を張り詰めすぎなんですよ。悟空さんのようにリラックスするのも大事ですよ。はっきり言いやがるぜ。その一方で悟空さんは自信過剰すぎて油断してる場面が見られます。これからはそれぞれの弱点を意識しながら修行を続けると良いでしょ。よし、油断しねえと。それでは休憩を挟んで修行の続きを始めるとしましょう。よろしいですね。Gerade eben hat er noch gesagt, für heute reicht's. お二人ともそれぞれ分かれて修行を行いたいので、お一人ずつ来ていただけますか？わかった。オラもその方がやりやすいしな。それはこっちのセリフだ。やれやれ、仲が良いのか悪いのか本当に分かりにくいですね。それではまず悟空さんから始めましょうか。よし、悪いなベジータ。まあいい、さっさとやれ。どうせすぐに俺が貴様を追い抜く。Jo, vielleicht. よし、もっともっと強くなってやっぞ。Ja, zurück hier. Das letzte Mal, wo wir hier waren, war zwar im ersten DLC, ja, aber wir haben dort ja auch so ein paar Probleme gehabt. Vor allem mit dem Einzelkampf gegen Lord Beerus. Das war irgendwie speziell, sag ich mal. So. Ich habe natürlich das letzte Mal nicht mehr trainiert, so ungefähr 3 Wochen jetzt, wo ich das letzte Mal gezockt habe. Und dort eben auch nur mit Dragon Balls zu fahren, um kurz noch ein bisschen zu leveln oder ein paar Fähigkeiten zu trainieren und so. Also bitte nicht zu viel erwarten, aber niemand an der Spiele das sowieso schon voraussetzen. Was mir gerade noch Wunder nimmt, wenn wir schon mal hier sind. Das mit Freezer, da wurde erwähnt, ja, er wurde ins Leben zurückgeholt. Mit dem Dragon Ball wiederbelebt. Und man hat da gesehen, eine Szene mit Son Goku und Polunga. Die Szene kommt jetzt uns hier bekannt vor, weil ich es im Let's Play gezeigt habe, sprich, weil ich ja eine Sidequest dazu gemacht habe. Aber was ist jetzt, wenn die Sidequest nicht gemacht hat? Wäre Freezer trotzdem auf diese Art und Weise wiederbelebt worden oder anders? Oder hat das gar nichts damit zu tun? Weil die DLC spielt man unabhängig von der Story. Also ich hätte theoretisch, also ich vermute mal,
wie es im ersten DLC ist. Ich hätte jetzt auch zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sogar schon vor dem Namek-Saga, vielleicht auch kurz nach dem Namek-Saga, wie auch immer, könnte ich ja eigentlich das hier schon zocken. Oder geht das erst, nachdem ich die Namek-Saga bereits gemacht habe im Hauptspiel und das erste DLC auch schon gemacht habe, weil sonst macht das zweite DLC gar keinen Sinn. Das sind so Dinge, die man sich dann schon fragt. Dementsprechend dann auch die Überlegung, das mit Freezer, ist es so wie im Anime, beziehungsweise wie im Film, wo ja zwei seiner Diener auf die Erde kamen, den Dragon Balls geholt haben, und war es echt durch den Wunsch von Son Goku, den wissen wir ja, den haben wir auch schon gesehen, und ja auch gegen Freezer gekämpft worden, wo Son Goku gesagt hat, hey, komm, mit der alte Feinde zurückholen, wie eben Freezer und Cell und Dabra nochmal gegen sie zu fighten. Und haben sie jetzt darauf aufgebaut, zu sagen, hey, okay, Freezer hat er halt irgendwie nochmal verloren oder so, oder wurde auch zurückgeholt, und dann ja, hat er sich verpisst, weil er halt unbedingt Drache wollte an Son Goku. Aber was ist mit Cell? Weil eigentlich kann man dann bei Cell auch irgendwie aufbauen. Naja, anderes Thema. Ihm das hier nichts mehr ist, war eigentlich so klar. Okay, gut. Wollten nur nochmal sicher gehen. Hast du irgendwas Neues im Shop? Nö. Und angeblich wurde ja auch das Level Cap angehoben. Es ist nicht mehr 250, also Level 200, oder Stufe 250, nein, es müsste sogar 300 そ sein. れでは修行はこれまでより厳しくなあなたに用意した修行はこちらです Okay, hier ist immer noch das mit dem Kaioshin. Okay, das kann man so durchaus belassen. New Break Training beginnen. Schwächen überwinden. Folgenstufe 130. Okay, hätten wir. Also kein Problem. Wir sind sogar weiter rüber. Dann auch die Frage, sind wir vielleicht sogar schon zu stark für Freezer? Oder ist der auch auf Level 250? Aber wisst ihr was? Ich mache mal ganz kurz hier noch was, weil ich noch ein bisschen trainieren will. Und nochmal alle Moves so drin habe. Und ja, ein paar Weihwasser können wir so ausspammen. Okay, aber ich glaube, ich habe es noch einigermaßen drauf. Hey, Reese, hier, Genkidama! Ist er ernsthaft der Genkidama ausgewichen? Jetzt kommt der Modus wieder. Jetzt kommt der Scheiß. Was? Gibt ihm noch viele Punkte. Viele, viele schöne Punkte. Warte mal. Was, innerhalb von einer Minute noch, wa? Okay. Direkt nochmal. War es heute nicht schlecht und so, aber einmal vielleicht auch noch ganz kurz. Oh, manchmal wohl kam noch welche. Krass.
Sole. Ja, mach da ruhig deine Scheiße. Aua! Das ist meine Scheiße. Ja, tut auch weh. Eigentlich auf der höchsten Stufe schon mal in einer Minute abgemacht? Weil man so einfach ist es gar nicht. Ernsthaft schon erholt? Dauert aber trotzdem noch ganz schön, wa? Bis man da ein bisschen gelevelt hat. Warte mal ganz kurz. Kriege ich es vielleicht gerade hin? Guck mal kurz, um 1 zu leveln. Einfach nur mal so zum Testen. Warte mal. Ne, war ja hier. Das war doch hier. Mann, über wieder durchgehen, was schon wieder war. Ah, hier. So, wir haben das, ist klar. Bis 200. Wobei ihm das gilt nur bis 150. Warte mal. Kann Goku überhaupt noch? Benötigt 0. Hey, der geht aktuell gar nicht. Okay, krass. Kann man Training echt sparen. Ultimatives Weihwassers-Belohnung, warte mal. Was haben wir hier eigentlich? Das ist auch ultimative. Okay. Interessante Moves. Nicht wirklich versuchen zu besiegen. Was machen denn die ganze Zeit? Gut, ich war raus, stimmt. Jetzt kurz abwarten, bis er sich ausgetobt hat. Wow! Okay, der Move ist neu. Einem stimmt schon, ich habe schon viel mehr und stärkere Moves auch drauf. Oh, jetzt kommt er mit dem scheiß Ultra-Instinkt. Das ist der Ultra-Instinkt. Er ist fies, Whis. Er ist echt fies. Ich bin 120 Stufen stärker als er und hat trotzdem ein bisschen Probleme. Wie man sieht.
Der transformiert mich absichtlich nicht. Ist cool, dass er die Ryuken als Abschlussmove hat. ここまでです Eine ähnliche Variation der Ryuken. とてもいいですねさすが悟空さんです ほらまだそこまで強くなれた気がしねえな。ビルス様には全然勝てそうにねえし。さすがにそれはまだ無理でしょうねですがゴッドの力の壁を越えればその可能性もかなり高くなりそうですよほんとか。じゃあもっと修行してくれよお牛さん。ええあなたの積極的な姿勢はとても良いですねへへへへ。では次の修行の準備ができたらまた私に声をかけてくださいねオッケー。わかったよ牛さん。 Was hat das jetzt gebracht? Limit Breaker Training, ja. War das eigentlich dafür, wenn man das erste DLC noch nicht gemacht hätte, dass man irgendwie, keine Ahnung, Super Saiyan God bekommen hätte oder 修 wie 行 oder の was? 準備はよろしいですか Weil mir fällt es gerade mal so auf, dass der andere gar nicht hier ist. Von dem her, Schwächen überwinden. Mehr als ein Super Saiyajin God kommt. Machen wir ganz kurz. Ich weiß, Part ist eigentlich vorbei. Aber wir haben noch nicht viel erreicht in dieser Folge. 自分の強さを過信せず隙を見せないように隙だらけの体なんて脆いものです注意してください以前に比べて体の使い方が上達していますね素晴らしい進化ですよ悟空さんウィスさんがしっかり教えてくれるからな。こんなのは油断はいけませんね修行で覚えたことをお忘れですか Nö. Die können auch so ein Training vergessen, ganz ehrlich. Gefallen? Ich weiß nicht, die sind irgendwie ein bisschen schräg. Mann, ja, kann er nicht angreifen, okay. Mal wieder. Oh, das ist der Move. 注意力も悪くありませんさあ最後までその調子で攻撃を続けてくださいはいいいでしょうよく学びましたね So. 素晴らしいですよ悟空さんスーパーサイヤ人ゴッドの先のイメージがつかめたようですねお、あたオラだけでもなんとかなりそうだ。サンキュー牛さん。あとはベジータさんもあなたと同じレベルになってもらう必要がありますねお二人で磨き合いながら強くなっていただくことが一番のようですからうん、オラもそう思う。でもベジータならすぐにこの力をものにしちまうさ。あいつはすげえやつだからな。 Hä? Die neue Kraft? Ja, wo sind die jetzt? カカロットに先を行かれっぱなしなのは尺だからな。 Also war das jetzt eigentlich alles ein bisschen... すぐに追い抜いてやる。 Schnauze Vegeta. War das alles jetzt ein bisschen Vorbereitung quasi, weil eben, man könnte ja das zweite DLC jetzt machen und das erste. Aber ich müsste trotzdem schon die Kraft des Super Saiyan Gottes haben, weil bis jetzt ist noch nicht viel mehr passiert, es haben viel gequatscht und so. Aber ansonsten, ja, toll. Abgesehen davon, was ist eigentlich hier los plötzlich mit automatisch vorspulen und so? Ist das eine neue Option, die man jetzt hinzugefügt hat? Kampfzeitlupe, Vibration. Untertitel. Hier finde ich es tatsächlich noch nicht. Okay. Crazy. Crazy und ein bisschen creepy. Ja gut, dann machen wir halt Freunde in der nächsten Folge genau das gleiche nochmal mit Vegeta, zumindest zu Beginn. Und dann hoffentlich hauen wir die Super Saiyan Blue Transformation raus.
Ich hoffe, es ist ähnlich wie im Anime und so, dass halt die beiden gegeneinander kämpfen und dadurch die Transformation entdecken. Ja, und dann geht es zurück zur Erde, mehr oder weniger. Mal gucken, was mit Freezer und seiner Armee los ist und natürlich dem Rest der Z-Gruppe. Oder der Dragon Gang oder wie auch immer die es mittlerweile nennen. Oh je. Freunde, danke fürs Zusehen. Trotz allem, wenn nicht gerade sehr viel passiert ist in der Folge. Und trotzdem geht es hoffentlich spannend weiter in der nächsten Episode. Zurück bei Dragon Ball Z Kakarot mit dem zweiten DLC. Eine neue Kraft erwacht, Teil 2. Ciao zusammen.